Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. An der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 19. bis 22. Oktober haben wir viel Zeit verloren mit Diskussionen über Sujets, die es eigentlich nicht angehen. Die Rot, Rosa, Grün, Linke, leider auch die Liberal, hatten eine Kampagne gestartet, unter dem Vierwand sich für die Informationsfreiheit an Italien anzusetzen. Mit dem Hammergedanken, dem italienischen Ministerpräsident Berlusconi an einer Resolution vom Europäischen Parlament auszuwischen, verdammen zu lassen, hier gibt die Informationsfreiheit an Italien unterdrücken. Diese Manöver war durchsichtig, es ging den Initiatoren nicht darum, die Freiheit von der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit an Italien oder an der Europäischen Union zu verteidigen, die übrigens am Artikel 11 von der Charta von den Grundrechten und am Artikel 10 von der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist. Dazu stimmen wir alle Guten, und das ist ja leider so, dass es in manchen Ländern von der Europäischen Union Probleme mit der Pressefreiheit gibt. Davon wollten die Stifter von dieser Aktion aber nicht wissen, weil sie hatten nämlich den Berlusconi am Visier. Letzteburger Deputierten von der CSV, die George Sparte, Frank Engel und ich, haben in letzter Zeit verschiedentlich auch klar gemacht, dass das Europaparlament nicht da ist für nationale Politik in nationale Parteien oder zwischen Majorität und Opposition an engem Land zu Straßburg auszudrohen. Weil, wenn das schon möchte, dann haben wir geschwind keine Zeit mehr, uns am Europaparlament mit unserer eigentlichen Arbeit zu beschäftigen, das heißt, eine ordentliche europäische Legislation auf die Beine zu kriegen. Leider konnte man uns mit der vernünftigen Haltung, das nicht zu diskutieren, nicht durchsetzen. Es kommt zur Debatte über die Informationsfreiheit an Italien, eine ganze Woche lang zu Brüssel. Es gab Resolutionen von allen Fraktionen vorgelegt, 8 Stück, die an all 23 Sprachen müssen übersetzt gehen, über 30 Seiten. Dann gab es eine gemeinsame Resolution von Fraktionen, die gab gebastelt von freien Fraktionen. Dann gab es dann Änderungsanträge, ein Dokument von 16 Seiten, über das man da bald 3/4 Stunden lang am Plenum zu Straßburg aufgestimmt hat. Mit natürlich Dolmetscher an 23 Sprachen. Ich kann nicht ermessen, was diese ganzen Zirkus, den die Rot-Rosa, Grün, Link, Blau Koalition abgefordert hat, die Steuerzahler kascht wird. Wenn sie uns nur gelauscht hätten, dann hätten wir all das Geld können spuren. Auch die viele Pabaier, die Grün, die haben heimat dazu beigetragen, dass sie ein paar Bäume müssen herhalten, für hier Vendetta gegen den Herrn Berlusconi durchzuziehen. So gut der Präsident von Italien, den Herrn Napolitano, frühere Kommunist, hat erklärt, dass das Europäische Parlament keine Art von Berufungsinstanz kann sein für Decisionen von nationalen Regierungen, und dass es an den Ländern geeigne Gremien gibt, für sich so Probleme zu kümmern. Und das machen sie auch an Italien. Aber sie wollten das nicht hören. Die ganze Operation ist übrigens ausgegangen wie Thornberger Schießen, ob schon das Rot-Rosa-Grün-Link-Blau-Koalition
bei der Aufstimmung über die verschiedenen Paragraphen an die verschiedenen Amendementen immer knapp gegen Eis gewonnen wird, haben sie sich aber bei der Schlussaufstimmung über hier gemeinsame Resolution müssen geschlagen gehen, sie verloren, sodass es die Resolution noch nicht gibt. Sie haben aufgelehnt, dasselbe Schicksal haben noch all die Resolutionen erlitten, die Fraktionen, die ich schon genannt habe, einzeln erarbeitet hatten, jetzt sich auf die gemeinsame Resolution geeinigt hatten, ganz knapp mit 338 dafür und 338 Stimmen dagegen, auf die letzte Resolution von den Liberalen aufgelehnt. Es gibt also noch kein Anti-Berlusconi-Text, der vom Parlament umgeholt wird. Der ganze Zirkus war im Soss und hat, wie gesagt, nicht mehr viel Zeit und Geld gekostet. Ich muss auch noch sagen, dass nur diesem Wort, da sind wir am Tageblatt vom 22. Oktober als Berlusconi-Kumpel vernannt gehen. Ich sehe kein Kumpel vom italienischen Regierungschef. Und ich stelle sein Stil am Umgang mit der Presse und mit der Justiz absolut nicht. Weil das alles, wie gesagt, ein Fall für die italienische Justiz und die italienischen Medien und nicht für das Europaparlament. Wir sind, wie schon gesagt, nicht da für am Vielfalt von Decisionen von nationalen Gerichten eine Verurteilung zu holen am Europäischen Parlament. Das bedeutet nicht, wie am Tageblatt insinuiert wird, dass man keine klare Haltung zur Informationsfreiheit an der Europäischen Union hätten. Bien au contraire. Ich hoffe, dass das eine Aktion wäre für die Artisten am Europäischen Parlament, die diesen Zirkus immer nächst oder das Tribüne auch immer nächst wollen missbrauchen, an den Zirkus wollen machen, für nationale Komödie zu Straßburg auszudrohen. Ich bin mir bewusst, dass vielleicht viel von euch und diesen Interna vom Europäischen Parlament nicht so interessiert sind. Aber ihr sollt aber wissen, was verschiedene Leute, die ihr wählt, am Europäischen Parlament, gehen all besser wissen, ich hoffe nicht, sie wissen nicht besser, abfeiern, anstatt solid Erbicht am Interesse von den Wählern zu machen. Das würde mal einmal auch müssen gesagt gehen. Merci, dass ihr noch gelauscht habt, und bis die nächste Woche.